Sombron wirkt ziemlich sauer, Freunde, doch das kann uns am Arsch vorbeigehen, denn es wird Zeit, ihn zu vernichten, und zwar ein für alle Mal. Willkommen zurück zum finalen Kapitel dieses Let's Plays von Fire Emblem Engage. Dunkler Wall. Die dunklen Embleme haben eine Barriere errichtet, die bewirkt, dass der Dämon Sombron weniger Schaden nimmt. Besiege die dunklen Embleme, um die Barriere zu schwächen. Dunkle Embleme sind anfällig für Angriffe von Einheiten, die mit einem Emblem aus derselben Welt synchronisiert und im Bündnis sind. Ja, das klingt ja sehr cool, aber woher weiß er jetzt, welcher ist? Sind die hier, Verzerrter und Schattendrache. Wenn man jetzt erinnern würde. Verzerrter und dunkler Gott. Hier ist gar keiner. Kommt ihr später? Verzerrter und dunkler Bischof. Und Kriegsvater. Das müssen die der ersten 4 sein. Also wenn die komplett täuscht, ist doch der Schattendrache. Ja, ist natürlich der aus Marswelt. Dunkler Gott ist, glaube ich, der von Sigurd. Dunkler Bischof könnte der von Leaf sein, weil Kriegsvater ist doch der von Celica. Ach du Scheiße, warte mal. Ich will ja keinen Fehler machen. Ich guck mal kurz nach, ob das wirklich so ist. Na, wo ist jetzt die Seite, die ich gerne hätte? Ich ruckelt jetzt nicht allzu stark. Kapitel. Das Finale. Also, wo ist er? Dunkle Embleme, Schattendrache. Unten links ist Marv. Okay. Gehen wir erstmal so vor. Und links ist Marv, das macht Sinn. Kommen wir da hin so. Nein, natürlich nicht ohne weiteres. Ah, leck mich. Ja, wobei ist jetzt nicht so schlimm, weil die können sich nicht großartig bewegen. Erstmal die kurz markieren. Warum hier noch weitere Felder drin sind, ja, vielleicht kommen noch welche. Das könnte ja auch sein. Jetzt sollten wir doch erst einmal die Fliegen hier, also alle, die jetzt hier so nachkommen, platt machen, wie es mit Sombron. 40, das Böse. Ich finde es auch krass, dass er einfach die Embleme hier rufen konnte. Und warum es wirklich Embleme sind. Also kannst du einfach, wenn du genug gemacht hast, irgendwie andere Krieger, also Krieger aus anderen Welten herbeirufen und sagen, ja, jetzt bist du mein Emblem. Bisschen schräg, wenn er sein soll, aber okay. Also, ja, kommen die natürlich jetzt alle auf mich zu. Das ist doch gut, das passt. Sollen die herkommen? Tomahawk, Stahl, Großachs, ist kein Problem. Ich habe hier sowieso selber ein Ding. Komm, Louis, den kriegst du. Viel Spaß dabei. Da kommen fliegende Einheiten auf uns zu. Oh ja, die Musik ist geil, Mann. Da muss ich abtanzen. Ja, ich tanze. So, Michael Marv geht schon mal hier rüber. Ihr dürft auf den nächsten Zug um den kümmern. Der Rest bereitet sich mal langsam aber sicher darauf vor. Die Frage, welcher Krieger wir alles kriegen, war. Also, vorausgesetzt, hier kommen noch weitere, aber warte mal, was habe ich gesagt? Irgendwie hier. Moment.
Also ich hoffe, dass hier noch weiter Gegner spawnen. Wobei, die 4 kamen jetzt schon zu Beginn weg. Müssen die anderen eigentlich auch schon jetzt da sein? Da kommen die ja später. Da habe ich vielleicht einen zu wenig hohen Schwierigkeitsgrad. Das könnte vielleicht auch sein. Warte mal, also wenn das wirklich stimmt, hier Schattendrache, gucken wir ganz kurz unten rechts, wer wäre das? Unten rechts ist Sigurd, dunkler Gott, wie ich es gesagt habe, okay, gut. Gut, nochmal, sicherheitshalber, hier oben haben wir Kriegsvater, das müsste Selika sein. Ja, oben links, eben. Da kann man noch an den Ecos erinnern. Dunkler Bischof ist der aus Leavesfeld. Dann stimmt's ja. Also quasi die Gegner aus Fire Emblem 1, theoretisch 3. Hier haben wir Fire Emblem 2, hier haben wir 5. Hier 4. Dann passt's ja. Gut. Sigurd, ihr geht mal hier rüber. Ich habe jetzt keinen Plan, ob ihr es alleine schafft oder so. Ich hoffe es mal. Hier kommen noch 2 von den Typen. Ich werde uns sonst nachher mal um die hier kümmern, wa? Unsere Tanks eben uns den Weg. Ja, aber wir werden bald schon engagen müssen. Aber lustigerweise haben die natürlich jetzt gar keine krassen Waffen mehr, wa? Eine stahlgroße Axt Ritten, wie geht denn das? Oh, der geht da noch völlig, bin da noch völlig im Feld drin. Ich meine, der dunkle Gott angreift. Oder gar nichts drauf hatte, wa? Okay. Okay. Gut, ihr wollt Stress, ihr könnt Stress haben. Ihr Zeit zu engagen und euch einfach mal zu vernichten. Und fies wie ich bin, alle mir einfach mal selber. Dachte mir so. Das Runenschwert lebe hoch. So. Sigurd gegen den dunklen Gott. Ein Duell, was wir vielleicht in ihrem, ich sage jetzt mal, Originalspiel oder Remake auch dann hoffentlich mal erleben werden. Okay, da war auch ein bisschen länger, bis ich die Plaque gemacht habe. Überreiten bringt hier nichts, ne? Dann macht es wenig Damage. Man, ja, verursachen Bruch sieht zwar schön aus, aber im Endeffekt bringt es nicht sehr viel. Wenn ich direkt nachlegen würde, aber die sollen sie alleine platt machen, komm. Interessantes Aussehen in diesem dunklen Bischof. Gut, bleibt direkt mal hier drin. Dann greift doch mal hier an. Warte mal. Bevor ich jetzt den Quatsch hier mache. Ja, der greift nachher hier unten an. Wobei, ein Axt gegen ein Schwert, da wünsche ich mir viel Spaß dabei. Wir jetzt brauchen. Mann, ich kill die gar nicht. Was für ein Scheiß. Okay, müssen halt ihr das machen. Will ich mich gerade verarschen?
Kann hier vielleicht mal die Trefferquote ein bisschen besser sein? Was ist mit dir los, Ivy? Hey, was für ein Scheiß. Ja, sie macht es logischerweise platt, aber da bringt man jetzt nicht so viel tatsächlich. Das ist ein bisschen doof, das Ganze. Das gefällt mir gar nicht. Ich komme da nicht richtig hin. Ja, ne, das ist schon mal eine bessere Trefferquote, muss man sagen. So, wenn jemand wollte noch mit mich machen, dann haben wir das auch schon. So. Dann hätten wir das. Jetzt haben wir hier, ja, Ivy Celica, die wie gewohnterweise nicht unbedingt den Damage machen, den ich gerne hätte von ihnen. Ja, das ist gerade ein bisschen sehr dämlich, was hier passiert. Okay. Wie sieht's denn hier aus, Chloe? Kannst du ansonsten die ein bisschen was ausrichten? Du verlangst am meisten, außer du würdest ja kritten, was auch sehr begrüßen würde. Ja, das Wort sehr begrüßen jetzt richtig verstanden. Schade eigentlich. Wäre auch ein schöner Schaden. Ja, ich muss leider zugeben, Ivy ist mittlerweile so ein Mage, wo ich mich frage, warum? Also vor allem, warum haben wir es überhaupt ein Team? Aber Celica hat einen viel besseren Job. Und nein, es liegt nicht nur am Emblem, das tatsächlich nicht. So. So. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Übrigens kann sowieso nicht angreifen. Das ist gerade sehr, sehr doof. Und will natürlich auch nicht, dass sie oben angreift. Das ist ein scheiß Wurmtöter. Ah, dann halt. So.
Aber immerhin ist die Musik richtig geil. Bougeron oder Bougeron? Bougeron, Bougeron. So. Ein bisschen müssen wir nach vorne gehen. Dann hier nicht zu vergessen, ne? Wir haben natürlich erst einmal sie hier, die er gerne mal dicht machen darf. Nur auf den Sandsturm. So, schon abgeblockt. Dann theoretisch, wenn ich schon dabei bin und Bock darauf haben, mit der Feuerlanze zu hantieren. Und nicht zu vergessen natürlich. Ganz genau. Sternlobblitz. Wäre er weg. Na, zumindest einmal. Wille Glanz. Nee, wenn schon, natürlich die richtige Waffe. Alter, wie er hier reinhauen, hätte gar keine Chance. Mal gucken, wie sieht es mit Falkion aus? Was macht denn das für ein Damage? Mercurius, Falkion. Wobei ich jetzt ein bisschen schade finde, dass die dunklen Embleme nicht auch irgendwie anders aussehen. Also die beiden sahen jetzt irgendwie genau identisch aus. Also nur so ein, ja, Kapuzentyp neben dran. Wird ein bisschen schade, hätte man durchaus auch die Icons von Originalspielen reinwerfen können. Ja, das ist aber selber schuld. Hier gilt das Gleiche. Ja, Quatsch können sie auch nicht, aber das ist ja normal bei Emblemen, die von einem Dämonendrachen gerufen werden. Das wissen wir ja. Wie wurde Slach besiegt? Der kann doch quatschen. Ein Siegel schon mal futsch. Und uns jetzt direkt mal ums zweite Siegel. Brechen kann ich ihn ja leider. Ah doch, kann ihn doch. Okay. Ich könnte wohl auch versuchen, das Ganze zu beenden, wa? Ich bin wieder doof, wenn es nicht klappt. Ist mal hier hin. Ja, okay, so geht's. Hector sei Dank. Unser Trupp hat da überhaupt wieder Kantabus drauf. Gar nicht mal so viele, oder?
Ein richtig schwerer Brocken war. So, wie sieht's aus, Ivy? Hä? Schaffst du den? Oder vor allem triffst du den überhaupt? Ah, okay, danke. Schön getroffen, so lobe ich mir das. Was mache ich hier noch? Hier mit der Abhauen nach unten. Okay, da wird es auch gehen, nachher greift mich der an, das wäre nicht so geil. Hier wollte ich eine Kante Plus geben, habe es nachher aber vergeigt tatsächlich. Ich werde da irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen unterstützen. Oh, da kommt schon ein bisschen was von oben. Ach, mal schnell killen. Dankeschön. So. Nee, sie kommt so nicht weit genug, um dann noch was zu machen. Soll ich schon mal? Warum eigentlich nicht? Komm. Nur auf die Reichweite. Ja, sollen wir angreifen, dann sparen wir noch für später. So. Wäre noch so dabei. Hier und so weiter zur Seite ausweichen. Das geht. Kurz switchen, dann. Warum nicht, ne? Ein bisschen mehr engagen hier. Zwillingsschlag haut zwar rein, aber ist noch zu früh. Also jetzt ein Gegner weniger, ist ein Gegner weniger. Was schon wieder mit den Waffen selbst? Die Klinde, Windschweckern auf 2 Felder, oder? Okay, gut. Bye bye. So, Bougeron oder Bougeron, was ist hier die Frage? Angreifen, Sombron. Ach, er macht Sombron kaum Damage, ey. Lecco mio. Ja, Power hat er, muss er ihm lassen. Mit Lieben und auch noch irgendwie oben rechts hin, war das? Okay. Dann mal kurz rüberfliegen. Ivy, ob du das durchhältst, wer weiß, ne? Aber mit der Kriegerlanze nicht zu unterschätzen, nicht zu unterschätzen. So. Bin mal sicher.
Gehen ein bisschen weit nach oben. Wir nochmal spaßhalber Doppelgänger einsetzen, aber wobei, warum nicht? Wenn wir es eigentlich auf der anderen Seite machen, wa? Kann ich den Doppelgänger einsetzen und nachher wieder abhauen hier? Nee, wa? Okay. Oh, sein dunkler Geist. Was war das denn gerade? Rundumschlag oder was? Ist das fies? Damit habe ich nicht gerechnet. Macht er so einen fucking Rundumschlag, ey. Ja, natürlich trifft er auch noch. Was auch sonst. Ey, ich kotze langsam, ganz ehrlich. Was ist das für eine Scheiße hier drüben? Das ist doch nicht euer fucking Ernst, Leute. Wir kriegen langsam aber sicher schlechte Laune. Und ja, Sombo macht halt Damage, ne? Der alte Sack. So. Alte Sack oder Kleidersack? Egal. Überrennen. Überreiten wäre hier zwar auch cool. Oh, da geht sogar. Er will ja mit Sombo und kann nachher auf der anderen Seite abhauen. Das wäre eigentlich auch cool. Ja, dieses Mal. Ja, tatsächlich. Wie geil. Einmal straight durchgeritten. So, natürlich jetzt ihn komplett außer Acht gelassen, aber ich habe ihn schon angegriffen. Also insofern hat das Gespräch auch schon mal ausgelöst. Dann muss ich dann wieder kurz zurückholen. Das ginge ja auch tatsächlich. Ja, komm. Ihm ist halt eine Kriegerlanze, deswegen würde ich ihn doch gerne vernichten, wird aber gerade ein bisschen schwierig.
Okay. Der muss sogar rechts oben hin. Ne, links oben war's. Scheiße. So, merkt gerade, wenn ich eigentlich das Let's Play noch in der Folge abschließen will, dann muss ich mir jetzt ja ein bisschen hin machen, tatsächlich. Okay, okay. Ich habe gar keinen so einen Stab, um jemanden zurückzuholen, was? Scheiße, wir hatten einen Stab. Das ist Fortschritt, der bringt ihn woanders hin. Wobei ja auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Nur so wenig? Okay, gut, da kann ja zu Fuß gehen. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr los. Okay, machen wir ein bisschen schneller bei diesen Nullen vom Gegner und bei normalen Gegnern halt. Hasta la vista, baby. So. Soll er ruhig herkommen, dann macht gar kein Problem mit. Aber Doppelgänger hier, komm. Okay, warten hier mal eher in der Mitte. Sie muss langsam mal sich nach vorne bewegen. Mal dass hier drüber kommen. So. Ein Verzerrter, der critten kann. Das sieht man auch selten. So, Alfred Ziegler, wir müssen mal ganz kurz zurückreiten. Leider, Alter. Die Reichweite. Ein bisschen pervers. Wie weit kann ich hier wirklich angreifen, ne? Ist auch schön, dunklen Gott sparen wir nachher auf, weil er eben nicht genau weiß, ob da irgendwie, naja, was anderes getriggert wird, ich sag's mal so. Wir wissen zwar, sie war natürlich, wenn ich das richtige Pairing habe für den Kampf, dass jetzt zwar eine Konversation starten ist, eine monotone Konversation, weil sie ja nur unsere Seite macht, aber trotzdem sie oder gibt eine Konversation, sagen wir es so. Was eigentlich nicht mal so schlecht wäre tatsächlich. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob es vielleicht noch mal einen Kommentar gibt, wenn ich sie haben einen richtigen Gegner nachher besiege. Also nicht nur anfangen zu bekämpfen, sondern auch zu besiegen. Weicht der meinem Sandsturm aus? Setze. Der kommt da nicht hin, ne? Aber natürlich hier hin, das wäre ein bisschen doof. Mit Eco versuchen. Theoretisch keine schlechte Idee. Das Problem ist nur mit der gerade natürlich zurück.
wäre eigentlich von hier aus mit Echo und dann halt mit Faron eigentlich doch klüger. So scheiße, dass wir nachkommen. Ja, da könnte ein Problem sein. Leider tatsächlich. Muss man hier noch schnell zurück. Ja, aber keine Ahnung, ob nachher noch vielleicht dass er noch ein Gegner für Royal so auftauchen könnte. So, warte einfach mal hier in der Nähe. Mal da oben. Wir müssen nach oben, ne? Genau. Aus dem hinkommen wir leider nicht. Schade. Ephraim sei Dank. Okay, er bleibt dabei. Das war irgendwie klar. Na, du willst mich doch verarschen. Gegen die zwei miteinander kriegen können? Ey, was ist das für... Was ist das für ein Scheiß? Oh Mann. Ich kriege jetzt zum Abschluss noch schlechte Laune. Das soll wohl nicht wahr sein. Der Bischof ist eh der falsche, ey, müsste ja links rüber. Ups, Entschuldigung. Ich kam gerade vor lauter Zorn an mein Mikro. Das echt doppelt gekriegt hat, ey, da komme ich eben noch nicht ganz klar. Wenn das Bündnisbrecher die Bündnisalleinheiten löst. Ja, danke schön, Somborn. Dafür, dass immer so ein Arsch bist. Das heißt jetzt auch da oben noch anzugreifen, das bringt mir gar nichts.
Mach mal hin und bricht einmal schnell durch, wa? So, komm, ist was. Wir gehen ganz kurz noch gucken. Habe ich hierfür. Ich sag die Schwierigkeit selber nicht. Warte mal, ich kann noch speichern. Schwer, okay, warte mal. Wir machen ganz kurz noch etwas anderes, Freunde, weil, wie gesagt, das soll der letzte Part werden und das wird noch ein bisschen länger dauern, wenn wir gerade sehen. Damit er trotzdem ein bisschen Zeit einsparen kann. Der dunkle Bischof, wie wir schon wissen, ist das der Gegner von Leaf. Das heißt, auch ihr zwei müsst eigentlich auf die andere Seite. Ich will aber hier trotzdem vorne noch engagen, wenn es geht. Also da aufladen quasi. Ich gucke gerade mal. Okay. Wo haben wir Diamant Roy? Sie haben wir hier und gehen wir schon mal nach oben. Und zwar geht es gerade darum, wo ich schon gesagt habe, ey, ich sehe ja da, dass zum Beispiel der Bischof, der Gegner von Leaf ist und so. Oder hier Kriegsvater, der Gegner von Celica. Und wir haben hier noch weitere Siegel. Und ja, es werden hier noch weitere Gegner spawnen und ich will gerade meine Truppen da schon mal so bereitstellen. Dass ich da schon mal richtig stehe. Und jetzt allzu viel vorweg zu spoilern, nur damit ich sagen kann, ja, im Prinzip, wenn ich es so mache, dann stimmen wir schon mal richtig. Trotzdem noch einen Damage, ey. Junge, Junge. So, wir sind eigentlich auf der rechten Seite. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Und weg. Losiner spielt offenbar keine Rolle, wie ich gerade sehe. Dann geht jeder mal noch schnell rüber. Kannst du ihn noch bitte platt machen? Oh. Ja, das ist doof. Ich dachte, ich kämpfe ein bisschen weiter. Dann eben nicht. Gut, der Rest stellt schon mal hier so weit auf. Lyn, so, sagen Sie mal, der Kommi stimmt auch schon. Citrin Sowen, ich meine, klar, kann ich schon mal angreifen. Ob das viel bringt, ist eine andere Frage. Dieser Schweinepriester, ey. Der man so wenn sie am nächsten Zug einen Holzstrahl einsetzen. Ah, okay. Auch das noch. Ja, wollen wir es mir auch einfach machen, wa? Verstehe ich irgendwie. Wir haben natürlich hier noch zwei Magier da unten. Das darf alles nicht wahr sein, ey. Also erstmal das Fußfolger vernichten. Und ja, die Folge wird grandios Überlänge haben, kann ich schon mal versprechen. So. Wird schön aufgeladen, sehr gut. Da müsst ihr zwei jetzt halt schnell mal die hier irgendwie platt kriegen. Ja, soll eigentlich nicht so das Problem sein, ne?
Dank dem Drachenfluch. Jetzt müssen wir auch du hinkriegen. Jo. Gut, also. Den Gegner von Sigurd machen wir, also den hier unten machen wir im nächsten Zug platt. Das kriegen wir soweit hin. Dürfte nicht so das Problem sein, tatsächlich. Hier zwei Gegner, die wir eigentlich ausweichen müssten. Andererseits. Jo, ne. Kurz abwarten. Sie muss leider auf die andere Seite, weil ihr Gegner ist ja der Kriegsvater hier. Der Kriegsvater. Der Fadi. Immer schön in die Fresse, so wie es sich gehört. Dann auch hier natürlich abhauen, ne? Will ja nicht getroffen werden von dem Scheiß hier. So werden die Gegner aus dem Weg geräumt. So, du musst eigentlich ja rüber. Wenn es um den Kriegsvater geht. Ihr müsst auch rüber, tatsächlich. Danke, Ephraim. Das Healen ist schon cool, muss ich zugeben. So. Gegner erledigt. Gut, hier spielt es keine Rolle. Du musst nachher kurz hoch. Beile sparen wir nachher noch auf. Hector brauche vielleicht gar nicht mehr, dann passt es ja auch. So. Auch die Gegner alle erledigt. Perfekt. Jetzt hätte er noch latschen können. Ja, scheiße. Ja, heul doch. Das sieht so ein bisschen creepy aus, wenn ich ehrlich sein darf. Aber egal. Gut, Chloe, Leaf müssen rüber, war schon mal erwähnt. Den Rest lasse ich mal so in der Nähe stehen, weil ich nicht genau weiß, was alles passiert. Boucheron Lynn kurz aufheilen hier, also, naja, wisst schon. Natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn man einen von den beiden kriege jetzt vielleicht noch hin. Aber gegen alle? Schwierig. Was haben die jetzt eigentlich so für Feuerlanze? Feuerlanze, also magisch. Wobei. Ernsthaft? Also, wir können das Spiel gerne spielen, Freunde. Aber wir werden es garantiert verlieren. Das ist schon krass, Du hast eine physische Waffe. Im Sinne von Lanze ist halt physisch fertig. Die kannst du auch nicht im Nahkampf insofern gebrauchen, dass du wirklich einen Gegner auch erstechen kannst. Nee, es geht halt nur auf die Variante, indem du sie mit Magie attackierst. Und da bringt sie dir halt nichts.
gegen Citrin. Schon fies irgendwie, wa? So, jetzt bringen wir sie aber zu Ende. Nein, nicht überreiten, den sparen wir uns auf. Abschaum. Das im Original vielleicht auch so war, dass es seine Gegner mit Abschaum bezeichnet hat. Ich weiß es halt wirklich nicht. Das ist halt so ein Ding. So. Ich habe gesagt mit, genau, Diamant-Räume ist nach oben. Ich würde auch gerne noch ein Engage-Feld gehen tatsächlich. Movie Ephraim müssen hier rüber. Dann auch mal hier. So. Hier noch ein Gegner. Hier oben ist irgendwie Boden Miasma, okay. Ups. Moment. Und noch weiter Gegner. Schön, schön, schön. Ich muss ganz kurz Licht einschalten, sorry dafür. Also. Dann haben wir hier drüben den dunklen Bischof, der ist ja für euch hier. Die Verstärkung, die kriege ich aber auch so hin. Und Tschüssikowski. Sayonara. Also gucken wir nach. Je nachdem wie lang die Folge wird jetzt da vielleicht auch ein Zweiteil draus, aber wir machen irgendwie noch einen Cut oder so rein. Wenn schon, dann, also nicht im manuellen, dass ich noch verabschiede. Oder so. Wenn dann, naja, nee, ist halt so. Ich greife jetzt mal so an. Aber ich hoffe, ich krieg's hin, ohne 2 Parts rauszumachen. Aber momentan sieht es, glaube ich, eher scheiße aus, ja. Schon mal 53 Minuten. Ja, das wären, glaube ich, 2 Folgen, die ich aber irgendwie anders schneiden muss oder so. Ey, ist egal. So, und fertig. Mit dem Gegner zumindest. Ja, eben, wie gesagt, ein bisschen schade, dass die dunklen Embleme alle gleich aussehen. Also hier die gleich. Nicht, dass die Verzerrten so aussehen, die Verzerrten sehen aus, wie sie aussehen. Und die Embleme, die dunklen, können trotzdem anders aussehen. Noch schnell gut an der Herrschaft, den Spruch kennen wir noch. Dass zumindest so ähnlich aussehen wie in ihren Spielen. Das wäre schon cool gewesen. Aber hey. Also, er ist hier mit. Ich muss eigentlich darüber. Positioniere sie mal in der Mitte. Sie geht schon mal rüber. Komm, mach's halt so. Dann wäre auch diese Verstärkung Geschichte. Gehen uns hier mal noch um diese möchtegern Verstärkung, wa? Und Willkowen auch noch. Gehen mal hier kurz gucken. Powermittel, weil einfach Alfred schon hat.
ist einfach so mächtig geworden, ey. Am Geschwindigkeit und Behendigkeit. Die pure Stärke ist gar nicht mal, es ist einfach die Kombination aus allem. So, schaffst du es schon bis dahin? Jo, du schaffst es. Ich muss natürlich bis hierhin, weil der andere hat ja noch so scheiß Pfeil und Bogen. Ist aber ein Kriegerbogen, ne? Der geht eh nur auf 2 Felder. Reichweite 2, okay. Müssen wir eigentlich hinkriegen. Ich muss eine Waffe wählen, mit der ich nachher seine Lanze kontern kann. Da werden wohl die Meisterachsen am besten geeignet. Oh, mal stimmt, ich kann ja abhauen. Mein Fehler. Stab. Also nochmal fürs Verständnis. Da ist der Gegner von Leaf. Wenn der platt gemacht ist, kommt hier, oder müsste der Gegner von Roy kommen. Hier müsste der Gegner von Lyn erscheinen. Hier müsste der Gegner von Ephraim erscheinen. Und wer kommt unten? Ike! Ups, ich hab Ike ganz vergessen. Wo ist er? Hier. Ich muss er unten mit Ike hin. Das ist mal toll, war ich komplett vergessen. Citrin hat die Macht. Mit will er echt eine meiner mächtigsten Einheiten. Auch dank Nova, muss man zugeben. Ike nach unten. Also da heißt es müsste dann... Wie ist der Typ schon wieder? War doch irgendwie dieser seltsame König. So ein verrückter König oder sowas in der Art. War es nicht so? Ernsthaft, dasselbe Spiel ich schon wieder? Ja, gut von mir aus. Ihr bleibt schön hier. So, hier oben kommt keiner, beziehungsweise da in der Mitte kommt gleich an. Das heißt, ich werde jetzt mal den schnell vernichten. Treffer ist zwar unnötiger, bis ich den anderen platt gemacht habe. Na komm. Ich wollte den Move für Sombron aufsparen, aber lassen wir das. Aber der dunkle Bischof hatte gar nichts drauf. War nämlich im Originalspiel auch so schwach? Oh, ein Bösewicht mit Selbsterkenntnis. Das ist mal ganz was Neues.